Hier war Lützeburger war für 100 Jahre der stärkste Mann auf der Welt. Zum anderen abgewusst als Kampf von einem Düppegeister, als sind die Leute schon ziemlich frei mit seiner außergewöhnlicher Kraft abgefallen. Und nur zum Beispiel dem Esel dabei geholfen, der Wurm am ganzen Geschirr Bier abzuziehen, wenn der kein Loch mehr hat. Man kam 20 Jahre hatten dann entschieden, ein neues Kapitel anzuschlagen, und als dann 1889 wie viele andere Lützeburger auch an die USA ausgewandert. Dort dann in einer Brauerei geschaffen und auch ziemlich frei durch seine enorme Kraft abgefallen ist. Fässer, die eigentlich von 2 bis 3 Männer bewegt, gehen heute ganz allein gepackt. Gerücht vom starken Lützeburger hat sich dann immer mehr weit verbreitet, bis zum von einer professionellen Kraftathleten Decko am Martin auf Welttournee gegangen ist. Durch den spektakulären Tanz von der weltweit zu einer Sensation. Hin zum Beispiel ein Karussell auf der Vor abgehoben, wo 11 Menschen drauf sitzen. Außerdem hat noch mal ein Stand gemacht, wo dann ein fuhrenden Auto zum Bremsen gebracht wird. Ja, es kann nicht anders als erklären, mit dem Mann hat wohl eine Kraft, die nicht von dieser Welt war. Und dadurch auch Leute inspiriert, wie zum Beispiel der Josh Christen und auch den allseits bekannten Harry Houdini, war für seine Kraft erstaunt. Und Houdini so zu gehen, dass er gegen mal tausende Pfund so spielen wie kann man seiner Rasse. Aber wenn er nicht drauf kommt, dreht das natürlich von der Lützeburger Legende John Grün. Schreibt mal in die Kommentare, ob dir schon etwas von John Grün hören hat.